Es geht nicht nur durch einfach zu fordern, so als Schlagwort. Es muss die ökonomisch Licenciementer verbietener Betrieber die Benefice machen. Wir haben uns gedacht, man muss das auch klar formulieren. Dafür haben wir die Proposition de loi präsentiert. Sie hat 4 Kapitel. An einem ersten Kapitel wird definiert, was ein Licenciement économique ist. Auf jeden Fall, was ein Licenciement économique ist, den abusiv ist, den missbräuchlich ist. Zweitens haben wir an einem Kapitel neue Rechte definiert für die Ausschüsse, für die Personalvertretungen, wie sie können die Interessen der Leute besser verteidigen gegen diesen Missbrauch. Drittens haben wir Kapitel 4 gesehen, für die Indemnitäten bei missbräuchlichen Kündigungen insgesamt an die Lut zu setzen, auch für die Reintegrationsmöglichkeit, die theoretisch gibt, für die mit mehr Rechten zu versehen, für das auch wirklich vorgeholt kann gehen. Viertens eine neue Finanzierung vom Fonds pour l'Emploi durch eine Spezialkotisation von den Betrieben und durch Remboursementer von Aiden vom Staat in gewissen Fällen. Den Text, wo schon am Code du Travail ist, wo der Licenciement abusif den widerrechtlichen oder den missbräuchlichen Licenciement definiert das, da meinen wir, müssen wir dabei fügen, was ökonomisch nicht tragbar ist, wenn da den Haupt- oder den einzelnen Büt oder den Hauptbüt als für das Resultat finanziell von einer Entreprise zu ameliorieren oder wo eine Entreprise lizenziert, obwohl da ein Benefiz aufgeworfen wird, den aber durabel ist, oder wo zum Beispiel kein richtig Pass von den Kommande vielleicht oder einer seriös ökonomische Ursachen, die aber nur mit der Aktivität von dem Sitz, wo produziert wird, zusammenhängen, dass all die Fälle dann eben unter dem Licenciement abusiv fallen. Wir also einerseits eine Definition, wer das überhaupt der Licenciement économique abusif, weniger ist das der Fall, da das eine Definition, die gilt für alle Salariés, die von so einem Licenciement betroffen sind. Wir tun aber an einem großen Kapitel eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen, was Gewerkschaften können machen, für konkrete Leute an so Fällen zu helfen. Erstens mal dadurch, dass der Begriff vom Licenciement économique auch gilt, was verhandelt wird. Es soll nicht mehr verhandelt gehen, egal, was für eine Kündigung, aber die Kündigung muss sich mal für dich definieren als eine Kündigung, die auch klar ökonomisch begründeten Ursachen hat. Zweitens, bislang stung just zur Debatte, was können die Leute machen, für den Betrieb zu helfen, über die Runde zu kommen. Eine Kategorie, über die auch verhandelt wird an so Negoziationen, muss auch der Verzicht von einem Betrieb auf einen Teil von seinen Beneficer sein. Drittens meinen wir auch, dass alle Möglichkeiten von Reklassement am Betrieb, respektive am Gruppe, zu dem der Betrieb gehört, müssen für dich erschöpft gehen, ehe überhaupt eine Kündigung zulässig ist, dass aber gleichzeitig auch der Salarié muss frei sein, so ein Propos, die gemäht kriegt, unzuholen oder auch nicht. Ein weiter Sache als das Problem von den Delayen, während denen muss verhandelt gehen, Gewerkschaften sind da ganz kurz Delayen gebunden, von 14 Tagen. Während denen es nicht möglich ist, eine seriöse Verhandlung zu feiern, dafür wollen wir den Delay für zu verhandeln auf 3 Monate herabsetzen, anders sogar auf Decision von der Regierung in gewissen Fällen auf 6 Monate. Neben der Verlängerung von den Delays sehen wir auch 4, dass ein Fonds geschaffen wird, an denen Patron Kotisationen daran bezahlen, an daraus gehen dann die Expertisen, die gefragt gehen, weil so soziale Negoziationen gehen dann finanziert. Aber wenn die Verhandlungen scheitern, dann muss auch das Recht bestehen, dass ein Gericht kann gucken,
ob seriös verhandelt gehen, als ob wirklich alles diskutiert gehen, als ob über Benefice diskutiert gehen, als ob über Alternative für Reklassement diskutiert gehen und so weiter. Aber wenn ein Gericht feststellt, dass das cessiert gehen, mit einer Requête und Annulation von den betroffenen Leuten, die dann nur lizenziert gehen, nur mit Scheck von so Verhandlungen, dann muss das Gericht auch können die Reintegration von den Leuten, die zu Unrecht lizenziert sind, dezidieren. Wir noch eine Reihe Maßnahmen vorgesehen beim Maintien pour l'emploi. Auch da muss eine Obligation für zu verhandeln bestehen. Auch da muss über eine Reduktion von den Benefice diskutiert gehen. Und Gewerkschaften müssen die Möglichkeit kriegen, eine Rekurs zu machen beim Schlichtungsamt. Ein dritter Volley von unserer Proposition de loi gesagt für schon ganz frei am Komitee mixt Gewerkschaften zu ermöglichen, Fragen zu stellen, an Informationen zu kreieren, wann geplant ist, Betriebe zu schließen, Fusionen zu machen, Aktivitäten anzuschränken oder Veränderungen an der Arbeitsorganisation vorzuziehen. Das ist auch schon ein Recht von den Gewerkschaften, für darüber informiert zu gehen, am Komitee mixt. Das Problem ist just, wann ein Gefahr besteht, dass die Pläne dummer eine Gefahr, die für geraten, verwirklicht zu gehen, dann brauchen sie nicht für drin informiert zu gehen. Dafür so mehr, doch an alle Fälle müssen sie für drin informiert gehen. Sie muss noch Möglichkeit kriegen, zu allem Moment das Schlichtungsamt zu befassen mit der Problematik. Und es soll sogar auch da eine Möglichkeit geschaffen geben für Kündigungen, die während einer gewisser Zeit, wo soll diskutiert gehen, die von ausgesprochen gehen, für die zu annullieren, an die Leute an den Betrieb heranzuholen, bis das verschiedene Sachen geklärt sind. Wenn die Leute wegen einem Licenciement abusiv losgehen, da haben wir festgestellt, dass als Gerichte relativ moderat umgehen mit den Indemnitäten, wo der Patron da kondamniert wird. Hauptsächlich wird den Schmerzensgeld den Dommage moral. Den Dommage moral, der soll unter Anciennität gekoppelt gehen. Das heißt, wenn da so viel Jahre Anciennität hat oder so viel mehr Dommage moral, können zugesprochen kriegen, dass das dem Minimum, wo soll dann Gesetz kommen, für das auch da die Sache soll dissuasiv sein, dass Patron nicht sollten einfach die Wege gehen, für zu sagen, wir machen einfach ein Licenciement ökonomique. Es muss natürlich dann bewiesen sein vom Gericht, dass der Licenciement, den sollte ökonomisch sein, dass der nicht durchhält, nicht standhält für eine Appreciation vom Gericht oder der Definition, die wir hier drin erwähnt haben, dass da muss tatsächlich eine Reihe Konditionen müssen erfüllt sein, dass da wirklich eine Not und Mann ist und nicht einfach nur eine Rentabilitätsfrage von der Börse oder von Standort. Und da sollte dann den Dommage moral tatsächlich dissuasiv wirken, dass der Patron, wenn er seine Berechnung möchte, dann sagt, ich gehe dann inzwischen nicht oder ich will den Benefice steigern, dass der aber ein Teil von seinem Kalkül auch muss sein, wo er dann sich wahrscheinlich auch dann überlegt, ob das nicht aber zu viel an Kosten gibt schlagen und dass dann eventuell Abstraktion möchte von einem Licenciement, den SOSGIF machen, weil das sowieso nicht viel kostet. Cotisation, eine Cotisation spéciale des Employeurs, die auf den Lohn erhoben wird, als Ursprung gewirrscht vom Financement vom Fonds pour l'Emploi. Sie ist 1983 aufgeschafft gehen, am Erschluss 4 anzufeiern, und zwar an Höchst von 1%. An der Länge der Erhöhung von 1% gibt dazu feiern, dass wir haben das als Ausrechnung gelost, 120 Millionen mehr geben an Käse vom Fonds pour l'Emploi herkommen. Das wäre also eine substanzielle neue Finanzierungsquelle für den Fonds pour l'Emploi, die auch Betriebe gibt, mehr responsabilisieren, wie das der Fall war. Aber Mengen zusätzlich soll auch nach wann Faillite zum Beispiel kommen, wo Betriebe wirklich den Missbrauch mit der Kollektivität begangen haben, also sich bereichert haben, oder wenn besonders Fälle von Licenciement abusiv durch Gerichte tranchiert sind an einem großen Ausmaß,
dass auch die Betriebe, die sich unsozial verhalen hun, sollen können dazu kondamniert gehen, die Eden diese vom Staat krit hun zurück zu bezuelen, an auch dat, die van de Fonds pour l'Emploi rankommen, agif geholgin für de Chômage zu finanzieren.